Der 4. Mai hat Cour de la Justice hier Dieren abgemacht. Der 90-Kanal war dabei und hat sich mit verschiedenen Responsablen unterhalten. Wir gehen von der Audiencier Sandra Schneider durch das Gebäude geführt. Das sind Audiencier, das präparieren Verhandlungen. Das heißt, alle Verhandlungen, jeder Krafttritt muss ja irgendwie präpariert gehen. Das heißt, die Dokumente müssen da liegen, die Richter müssen sich zurechtfinden. Muss alles an sich an dem Saal sein, für das man können loslegen, sans faute. Das heißt, der Saal ist live. Muss alles klappen und das auf Minute. Das heißt, all Avocat hat zum Beispiel 15 Minuten Zeit bis 20 Minuten Zeit hier Plädoyerien zu machen. Alles das muss für die Runde organisiert, präpariert gehen. Dafür die Runde natürlich auch ein bisschen administrativ, aber auch sur place, also viel hin und her gucken, dass das alles klappt. Auch den Saal bewahren, dass nicht an sich kann 4,4, dass die Verhandlungen erbracht werden. Das ist das Stadt, was ich machen. Uwe van der Heu. Die Interpreten, das heißt, wird simultan übersetzt an den verschiedensten Sprachen. Welche Genre von Verhandlungen wird hier aufgehalten? Den Gerichtshof wird Verhandlungen hier in diesem Saal genauso gut wie den Tribunal. Beispiel Chemieaffären, Machtgerechter, aber auch ganz groß Flottgeschichten, Microsoft. Was das Chemie? Das ist machtgerecht. Das heißt alles, wenn zwei Societäten zum Beispiel ein Problem haben, haben sie dasselbe Logo oder haben sie denselben Ausspruch für hier Macht. Und wenn man da ein Problem dann ist entweder eine Kommission, die nicht darauf verstanden, dass sie das kontrolliert, oder die Gegenpartei sagt einfach, nee, wir sind nicht darauf verstanden, und dann könnte es dann zum Rechtsstreit. Also dann könnt probieren, eine Lösung zu finden. Am Gerichtshof gehen bis zu 23 Sprachen geschwatzt. Die 80 Dolmetscher, die hier arbeiten, sorgen dafür, dass jeder alles versteht. Wir haben Madame Maxwell gefragt, wie ihn dazu kommt, diesen Beruf auszuüben. Man muss also eine ausgebildete Dolmetscherin sein, Wettbewerb bestanden haben, um als Dolmetscherin für alle Institutionen schaffen zu können. Dolmetscher schaffen simultan, mit im Geschehen. Ein schwätzt und ein schwätzt mehr. Dolmetscher haben 3 bis 5 Sekunden Zeit. Überhaupt. Und dann müssen sie da führen gehen. Aber wie schaffen Dolmetscher? Der Grund für die kurze Arbeitszeit ist, dass simultan Dolmetschen unheimliche Konzentrationsintensität erfordert. Und die Intensität, die kann Ihnen nicht stundenlang einfach kontinuierlich führen geben. Man muss da ein bisschen Rekuperationszeit, 30 Minuten machen, um dann mit ganz voller Konzentrationskraft die nächste Rede zu machen. Den dänischen Bibliothekar Björn Meyer hat mehr gefragt, und wen sich die Bibliothek riecht. Also unser Publikum ist erstmal Angestellte im Gerichtshof. Die Richter, die Referendare und die Assistenten und alles, damit die Urteile schreiben können. Wir akzeptieren auch Besucher von draußen, externen Besucher, Studenten, zum Beispiel von der Universität Luxemburg, kommt hier sehr oft, um hier zu arbeiten und unsere Sammlung anzuwenden. Das ist eine reine juristische Bibliothek. Wir haben also keinen Roman, keinen Bande dessinée oder sowas, aber nur juristische Literatur, aber von allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Und die Vielfältigkeit der Sprachen ist unser Kennzeichen. Wir haben hier alles. Wie viele Banner hat an der Bibliothek? Ja, wir sagen, wir haben ungefähr 230.000 Bänder, aber wenn man eine Linie macht, dann kommt es zu 9 Kilometer. Michel Miet, responsabel für die Kunst am Gerichtshof, hat uns mehr über die Kunstwerke erzählt. Bekannt Werke von Miro und Rodin sind noch heute zu finden. Si vous regardez les panneaux, il y a une illustration des capitales des 6 membres fondateurs et vous avez en figure centrale la justice, illustrée par ce que nous appelons souvent communément ici Dame Justice, qui tient une balance, et de l'autre côté, une scène centrale illustrant la prospérité avec une gerbe de blé, la fraternité avec 2 hommes qui se serrent la main, et la paix avec une mère et son enfant. Alors, s'agissant du statut des œuvres à la Cour de justice, la Cour, comme vous le savez, n'est pas un musée, elle n'a pas vocation à l'être. Par contre, elle est dépositaire de ces œuvres d'art. Et à la Cour, la situation est très claire. Nous n'avons pas de budget, nous n'achetons rien. Les États membres nous donnent ou nous prêtent, souvent pour des durées très longues, si ce n'est permanente, ou bien pour des durées minimum 5-10 ans.